Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich zum Jungfrau-Zeitung Panorama hier aus Meiringen. Heute haben wir für euch in der Sendung Parkour beim Wankdorf in Bern, Genussspazieren beim Giesbach in Brienz, Kufenwetzen beim SC Untersee in Interlaken. Bevor wir jetzt zu unseren 3 Beiträgen kommen, gibt es zuerst aber noch einen kurzen Überblick über ein paar wichtige Neuigkeiten vom Tag. Die Stadt Bern wird in Zukunft die wichtigsten Informationen an die Bevölkerung auch auf Kurdisch veröffentlichen. Der Stadtrat hat am Donnerstag mit 64 zu 60 Stimmen eine entsprechende Motion überwiesen. Gegenüber dem Jahr 2022 fällt das Defizit im Budget der Stadt Thun im Jahr 2023 tiefer aus. Der Gemeinderat budgetiert ein Minus von 3,3 Millionen Franken. Im Moment sieht die Stadt aber keinen Handlungsbedarf für die nächsten Jahre. In der vergangenen Woche werden im Kanton Bern erneut vermehrt telefonische Betrugsversuche registriert. Der Kantonspolizei Bern sind vor allem sogenannte Schockanrufe mit der Betrugsmasche falsche Polizisten gemeldet worden. In 4 Fällen hat die Täterschaft Bargeld und Wertsachen erbieten. Wo früher beim Wankdorf zu Bern nur ein kleiner Rasen war, befindet sich jetzt eine neue Parkour- und Bewegungsanlage. Die ist schon bei der Eröffnung von vielen interessierten Nutzerinnen und Nutzern in Beschlag genommen worden. Es ist eine der ersten solchen Anlagen in der Schweiz und sie erfreut sich schon jetzt sehr grosser Beliebtheit. Wir sind hier im Wankdorf in der Stadt Bern und wir haben hier eine neue Sportanlage einzuweihen, nämlich eine Parkour- und Bewegungsanlage. Im Hintergrund sieht man es schon, sie ist schon in Beschlag genommen worden. Man kann sich auf vielfältige Art hier bewegen und das ist wunderschön. Wie wichtig ist so eine Parkour-Anlage für die Stadt Bern? Ja, sie ist wichtig, weil wir wissen, dass die Berner Bevölkerung sich sehr gerne bewegt. Wir haben hier so ein Räseli, ein grünes Räseli, ökologisch eigentlich nicht wahnsinnig wertvoll. Und auf diesem kleinen Räseli, das sonst nicht so gebraucht wurde, kann man jetzt wirklich ganz viele Sachen machen, sich bewegen, klettern, balancieren, Neues entdecken. Und man kann wirklich auch den Trendsport machen, Parkour, wo die Anlage ja auch heisst, Parkour-Anlage. Also das heisst für Jung und Alt, für Sportbegeisterte und solche, die einfach neugierig sind, um zu schauen, was man hier machen kann. Die hat für uns sehr eine grosse Bedeutung, weil es das erste Mal ist überhaupt, wo wir so eine Freizeit-Bewegungssportanlage machen, weil es eine der ersten ist in der Schweiz. Und so wie sie konstruiert ist, ist es überhaupt die erste Anlage, die es gibt in der Schweiz. Also von dem her ist das ein Pionierprojekt, was uns natürlich auch stolz macht in der Stadt Bern und sehr viel Freude bereitet, dass wir das umsetzen können. Die Nachfrage ist da. Die Anlage kann eben auch vielfältig genutzt werden. Es ist sehr gut konzipiert. Es ist nicht nur Parkour, das hier stattfindet. Es werden auch Fitnesstrainings stattfinden. Es werden auch Kinder aus dem Quartier die Anlage nutzen, um einfach ein bisschen klettern, um ein bisschen balancieren. Ich nehme an, dass auch die Leichtathleten die Anlage werden nutzen. Und von dem her ist es eben eine multifunktionale Anlage. Es ist eben wirklich eine Parkour- und Bewegungsanlage. Meistens nicht ganz so sportlich bewegt man sich in der Abgeschiedenheit vom Hotelpark vom Grand Hotel Giesbach in Brienz. Dort ist die Sommersaison jetzt vorbei und Geniesserinnen und Geniesser, die die Abgeschiedenheit suchen und intensive Momente neben der Hauptsaison erleben, kommen jetzt auf ihre Rechnung. Der Patrick Schmid war vor Ort schauen und hat seine Eindrücke mit zurückgebracht. Den Giesbach hört man. Man hört das Rauschen in den Blättern. Man hört Tiere einander zuschreien, wo man nicht ganz genau weiss, was es ist. Es ist verwunschen hier. Im Herbst und im Winter, wenn wir jetzt auftun, dann hat es sehr wahrscheinlich etwas à la Zauberberg von Thomas Mann. Weit ab von der Zivilisation. Man ist alleine für sich selber. Wir produzieren eigenen Honig. Der wird bei uns oben im Garten gemacht. Und die Gäste haben das sehr gerne am Morgen, dass man auch von einheimischen Sachen hat.
Wegen da fährt ja der Tag an. Und mit dem Buffet, das wir haben wirklich alles verschiedene Sachen drauf. Und da sind sie natürlich begeistert. Was wir der Gästemenge schon empfehlen, sind die Ausflüge vom Giessbachhaus. Und von dem her begleiten wir sie ein bisschen noch begleiten für die Tage. Im Moment sind wir voll in der Ernte drin. Wir haben so ein bisschen ab September, Oktober ist eigentlich unsere Haupterntezeit, wo nachher ja die spannenden Geschichten nachher sind. Es kann mal sein, dass es irgendwie eigene Herdöpfel als eigenen Gang gibt, wo der Herdöpfel im Vordergrund steht und nur Begleitung dazu bekommt, was er muss haben. Und das ist für uns sehr spannend, für die Leute oftmals eine Kunst, oder man teilweise Gäste noch ein bisschen überraschen kann. Verschiedene Stadien haben wir die jetzt nehmen, unsere Stangen und Buschbohnen. Teilweise kann man sie so nehmen, dass man die ganze Bohne schneidet und braucht. Und teilweise ist es wirklich so, dass man sie nachher so weit haben, dass man es eben ausböhneln kann. Wunderbar frisch. Im Winter vor allem natürlich die warmen Sachen. Es geht natürlich auch mit Hot Toddy los, mit Whisky und Honig und gut alles drum und dran. Was auch noch sehr im Kommen ist etwas mit Schärfe, mit Ringwerlimonade, was wir eigentlich haben, eigenen Giessbach-Mule, einfach Moskau-Mule abgeändert, wo wir einfach den Wodka noch selber aromatisieren. Und das sind eigentlich so die warmen Getränke, die auch von innen drin noch wärmen natürlich. Wenn wir Exklusivanlässe haben wie Hochzeiten, dann kann es natürlich mal ein bisschen länger gehen, bis am Morgen 5, 6 Uhr. Und dann ist, da erfahrt man so Geschichten und da merkt man, dass die Leute genau gleich sind. Dann gehen sie direkt ins Zimmer und duschen, wieder runter zum Frühstück und sie sind immer noch happy. Und wenn sie mich wieder am Morgen sehen, ist natürlich, du hast es glücklich gemacht. Ja, das ist so. Es ist ein Refugium im Winter. Es ist ein Ort, wo man sich eben nicht bespaßt, sondern man ist einfach in der Natur, im alten Haus. Mitten in der Geschichte, eingebettet hier zwischen zwei Schweinefeuer in den Salons, ein schönes Glas Wein, ein schönes Buch lesen. Und genau das ist eigentlich das Thema der Suche nach der verlorenen Zeit. Ich muss vorbereiten die Bühnenbeispiel, die technische Sache und die Stuhlplan. Extra, ich kann transportieren die Musikerband von Zürich oder von Bern oder egal von welcher Stadt. Ein paar Mal die Musiker ist sehr müde und möchte nur schlafen in dem Bus. Ein paar Mal können wir reden und ich habe nur positive Sachen wegen die Musiker. Ich sehr gerne fahre mit den Musikern. Der Giessbach im Winter ist noch lange nicht in allen Ohren, so wie auch viele Leute sagen, Giessbach-Sessions. Ich habe noch nie von dem gehört, auch Leute aus der Region. Also, trotzdem, dass wir viel über das erzählen und natürlich viele Leute uns immer wieder besuchen, es ist eben auch schön, dass der Giessbach immer wieder für viele Leute eine Entdeckung ist und nicht einfach jeder das kennt. Einem ehemaligen Eishockey-Schweizer Amateurmeister läuft es allerdings gar nicht gut. Er ist nach 8 Runden in der ersten Liga in der Ostgruppe auf dem letzten Platz und das ohne Punkt. Wegen dem Führungsvakuum diesen Frühling konnte das Team nicht richtig zusammengestellt werden. Trotzdem ist der SCI-Präsident Peter Jeschima immer noch zuversichtlich, dass eine Rettung gelingen kann, wie er meiner Kollegin der Noemi Hodler hat erklärt. Also das Präsidium habe ich übernommen, weil ich angefragt wurde von den Präsidenten der Partnerclub. Und wir haben das in einem längeren Prozess, also wir sind ein paar Mal zusammengekommen, haben wir dort dann eigentlich einig geworden, dass ich das Amt würde übernehmen würde. Ich würde mich einfach für die Wahl an der Hauptversammlung im Frühling zur Verfügung stellen. Ich bin nachher auch gewählt worden. Ich war allerdings der einzige Kandidat nachher zu der Zeit. Und so war es nicht sehr schwierig, dass ich gewählt wurde. Ja, als Präsident ist vor allem, liegt mir natürlich auch am Herzen die Juniorenorganisation, dass wir dort eigentlich die weiterentwickeln können. Wir haben eine sehr grosse Jugendorganisation. Und bei der ersten Mannschaft hoffe ich, dass wir den Ligaerhalt schaffen können. Wir hatten dort die Schwierigkeit gehabt, dass wir letztes Jahr noch in der Westgruppe waren und müssen jetzt heuer
also müssen in Anführungszeichen, in der Ostgruppe spielen. Das hat dann verschiedene Stammspieler dazu bewogen, dass sie gesagt haben, sie wollen nicht mehr in der ersten Mannschaft spielen. Die Reisen, wir haben beispielsweise Bellinzona als Gegner, die Reisen sind ihnen zu weit. So haben wir nachher müssen oder dürfen vielmehr eine junge Mannschaft aufbauen mit eigenen Junioren. Und das wiederum finde ich sehr positiv, dass wir jetzt unseren jungen Leuten, die wirklich noch jung sind, eine Chance geben können, in der Erstliga zu spielen. Also der Abstieg in die zweite Liga, das müssen wir klar sehen. Das ist so ein Szenario, das natürlich denkbar ist. Es würde für SCUI, vor allem jetzt auch für Partnerclub, wäre das eine schlechte Situation, weil dann hätten wir hier auf dem Bödeli eigentlich 2 Mannschaften, also Bönigen ist ja auch in der zweiten Liga, dann hätten wir dort einfach 2 Mannschaften, die in der zweiten Liga ist, und das wäre suboptimal für das ganze Eishockey. Ob am Wochenende für den SCUI die Sonne scheint oder ob dunkle Wolken aufziehen, das seht ihr gerade anschliessend in den Wetterprognosen. So oder so wünsche ich euch allen schon einen geruhsamen Abend und eine gute Zeit. Wiederschauen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau Zeitung. Einen schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Sommer im Herbst, das ist auch heute wieder das passende Motto. Zum Beispiel in Delémont, da hat es über 27 Grad gegeben. Das ist einerseits der späteste Sommertag seit Messbeginn überhaupt auf der Alpen-Nordseite, andererseits wirklich rekordverdächtig warm für diese Jahreszeit. Ja, und wieso ist es im Moment überhaupt so mild? Der Grund, den finden wir einerseits natürlich auf der Strömungsanimation. Wir sind weiterhin auf der Vorderseite eines Tiefdruckgebiets über dem Atlantik, dem Hochdruckgebiet Zacharias über Osteuropa, der sehr milde Südwestströmung. Andererseits redet natürlich auch die Klimaerwärmung ein Wörtchen mit. In Nacht auf morgen geht es jetzt zum Teil klar weiter. Gegen Morgen kann sich speziell der Aaren entlang oder Richtung Seeland zum Teil ein bisschen Nebel ausbreiten. Also unterhalb von etwa 600 Meter starten morgen zum Teil graue Tag. Außerhalb da ist trotz Schleierwoche insgesamt recht sonnig. Die Temperaturen morgen früh bei etwa 9 bis 11 Grad. Am Nachmittag da löst sich der Nebel mehr und mehr auf und außerhalb haben wir weiterhin recht sonniges Wetter mit gelegentlich ein paar Schleierwochen. Temperaturen weiterhin außerordentlich hoch für die Jahreszeit, etwa 20 bis 21 Grad. Und gerade die Lagen zwischen etwa 1000 und 1500 Meter, da können es stellenweise für neue Oktoberrekord länger. Die Gradgrenze übrigens ist auf etwa 3700 Meter. Sonntag und Montag geht es ähnlich weiter. Zuerst gebietsweise Nebel im Flachland. Er löst sich mehrheitlich auf. Sonst ist es recht sonnig mit mal mehr, mal weniger hohen Wolkenfeldern. Ja, weiterhin ein bisschen Sahara-Staub in der Luft und Temperaturen die reichen 18 bis knapp 20 Grad. Am Dienstag da kommt ein bisschen mehr Feuchtigkeit daher. Es ist wechselnd bewölkt, aber wahrscheinlich mehrheitlich trocken. Bei etwa 17 Grad. Und dann ab dem Mittwoch da wird es ein bisschen dynamischer, ein bisschen unbeständiger. Es sind ja wieder Regengüsse möglich und die Temperaturen sind auf einem Niveau, das ein bisschen mehr der Jahreszeit entsprechen würde. Meine Damen und Herren, das war vom Wetter. Ganz ein schönes Wochenende und auf Wiedersehen miteinander.